Frisch und munter und voller Tatendrang sind wir bereit für weitere Abenteuer hier bei Pokémon Delta. Ja, Omega Rubin Version in diesem Sinne noch. Und, tja, unser neues Team, wie sieht's denn aus? Natürlich abgesehen von der Azumarill, das gehört natürlich hier nicht hin. Unser cooler Volt, die für die Gegner wohl nervige Fei und natürlich Mirania mit dem grünen Daumen. Okay, Atomic Dom ist soweit auch in Ordnung. Wir ganz kurz mal an erster Stelle setzen, denn die dürfte, oder er, ja, vergeht. Natürlich, bis das Name selbst ist er männlich, aber der Name ist halt eher ein bisschen weiblich, war. Wie dem auch sei, das Ziel soll sein, für Entwicklungen sorgen, wobei natürlich sowieso Fei und Wohl nachher wieder tauschen muss mit Alpha Saphir für die jeweils letzte Entwicklungsstufe. Soweit dazu. Ich überlege noch. Der Part ist schon eine Weile her bei mir. Genau, wir waren dort mit Amalia beschäftigt. Und wir sollten ja gemäß dem Hinweis von Joy und seinem Vater zurück nach Moosbach City gehen, ins Raumfahrtzentrum. Tja, und bis wir dort sind, wir gerne noch hier ein bisschen den Wasserweg entlang gehen, also wegen Tauchen und so. Ja, nur oben tauchen, dann schlecht. Wegen Tauchen halt. Da, der einen oder anderen Stelle und natürlich generell halt wegen Training. Apropos Training, natürlich mit Mirania an erster Stelle sehr intelligent. Als ob die Typen hier noch nicht stark genug wären, wa? Wollte gerade sagen. Zack. Und die Wahrscheinlichkeit, die sinkt. Ist also ein Wasserweg, also mal Atomic. Ja. Ich weiß generell natürlich jetzt auch, damit Volt und Fei und Mirania sind natürlich trotz allem noch ziemlich schwach auf der Brust. Das ist klar, das soll auch so sein, sollen hier ihre Erfahrungen sammeln. Aber wenn es halt später vor allem dann noch von großem Nutzen sein. Ein Rematch? Nö, wa? Ein paar wollen allerdings. Mal gucken. Einen Bock auf ein Rematch, nur der Kevin. Der Kevin ist der Einzige, ja nur der Kevin. Wobei eine Seewoge Malwinfro dürfte auch noch die eine oder andere Überraschung geben. Oder Kevin? Nee, das ist er nicht. Oh, nicht. Das war ein Doppelpaar. Kevin? Kevin? Das ist er ja, der Kevin. Kevin allein nicht mehr. Ein Tentoxa, ja, das kann mir gerade recht. Atomic. Huiuiui, ist noch ziemlich stark, war das Viech. Das dürfte Mirania wohl direkt für 2 Level-Ups genügen. Ich hoffe, es sind nur 2, weil sonst... Gut, ob es jetzt ein Level mehr kriege, ist auch nicht so wild. Von der Entwicklung halt. Jetzt schon ein paar Punkte, die vielleicht verloren gehen, aber shit happens. Ja. Gut. Nur ein Level, das verkauft wird noch, das ist nicht so tragisch. Der coole Volt! Donnerschock lernen? Nö. Wieso nicht? Ganz einfach, weil er es nicht braucht. Ich weiß nicht, spezielle Attacke beibringen. Klar, er hat ja, glaube ich, 31 DVs auf dem speziellen Angriffswert, aber trainieren wir sowieso den physischen. Nee, brauchst nicht, du hast Kreuzhieb drauf. Ja, dankeschön. Voltmann! Ich stehe unter Strom! Ja, so schön für dich. Alles langsam gut. Ja. Lala. Der Fluch. Nee, du hast ja abgesagt, es reicht schon. Und 14. Ist langsam gut. Ja, okay. Apokalypse. Ja, jetzt muss ich leider ganz kurz Mirania eintauschen, weil sonst kriegt er ein weitere Level und das finde ich dann ein bisschen doof. Bisasam. Energieball, komm schon! Hätte funktionieren können, mein ganz ehrlich. Ui. Bisasam. Oh Mann, das war so fies. So Volt, jetzt bist du dran. Elegate. Nö, keine Sorge. Du bist nur dazu da, um den Gegner ein bisschen... Ja, wozu überhaupt? Gute Frage. Einfach mal so für ein bisschen, Screen Time. Um es mal auf Englisch zu formulieren. Vielleicht schon die ganze Zeit irgendwie
Und zum Gardevoir auch noch Energieball oder sonst Pflanzenattacke beibringen soll, aber ich glaube eher weniger. Das Psychokinesen Munkewa bleibt sicher, Gedankengut auch, Konfusstrahl könnte man eventuell mal wieder Zeit nach. Ups. Ja, dann wäre viel besser gewesen. Obwohl. Feenattacke gegen Geist? Nee, Fee wirkte vor allem gegen. Oh, Hilfe! Fee wirkte vor allem gegen Unlicht, Kampf und Drachentypen. Wir können es gleich mal testen. Moon Power? Die Power des Mondes. Okay. Und er wurde immer stärker. Sternschau, ne, brauchst du nichts. Ja, bitteschön. Er hat's nicht gelernt. Oh nein, er hat's nicht gelernt. So, bald schon lernst du den Donnerschlag. Ich glaube, es geht noch eine Weile. Nee, come on. Ja, brauchst wohl. Schokolade wird immer treffen. Egal. Noch Nebel. Du hast Spukball drauf. Hallo. Ja. Und das war's. Der längste Kampf gegen 2 Pokémon seit langem. Oh mein Gott, Bisasam entwickelt sich! Das kann doch nicht wahr sein. Oh doch. Bisaknosp. Es war seine Bisaknosp. Geil, Mann, ey, es wird stärker und cooler. Cool, danke schön, Kumpel. Tauchen wieso eigentlich nicht, war? Ich muss ganz kurz gucken, ich glaube. Genau, ich weiß gar nicht, seit welcher Generation das so war, aber garantiert bis mit der 4. Generation war ein Pokémon, das besiegt, wenn sich dann entwickelt hat, hatte wieder ein KP. Ich überlege gerade, stimmt das überhaupt, was ich gerade erzähle? Doch, ich glaube, das war doch früher so. Doch, genau, weil ich hatte teilweise echt Pokémon, die ich halt so irgendwie dann entwickelt habe, weil ich es rüber getauscht habe, Stufe 1 so, und jetzt wollte sie zu viel Level kriegen vor der Entwicklung, deswegen haben sie halt direkt danach wieder ein Level, also springt wieder ein KP, ja, Level Up sowieso. Aber hier ist das nicht so, ich verstehe es nicht ganz wieso, aber komplett logisch, war nicht. Obwohl, ja, Thema Logik war also, wenn du schon besiegt bist, wieso, um Gottes Willen, kannst du überall noch entwickeln, das ist natürlich sowieso eine Sache für sich. Also wenn schon entwickeln, dann irgendwie auch noch ein KP so kriegen. Naja. Nicht unser Problem. Oh, ein Trainer unter Wasser, wenn es durch unser Mirania freuen. Hier tief unter des Meeresspiegels sind allerlei Items und so, natürlich allerlei Pokémon, aber natürlich nur innerhalb der Gewässer. Könnte Anton sein, wa? Ein Redikant ist nie so extrem selten. Nee, brauche nichts. Also nachher natürlich für die Golems schon. Aber ich tausche mir einfach eins von Alpha Saphir rüber. So, erstmal die hier, wa? Hat mir gerade die Zunge rausgestreckt. Taucherin Luise. Lantern. Bisaknosp. Unter Wasser ist klar. Oh, Schuss, das ist ja für Wasser, Elektro. Ich versuch's mal. Ich habe genug Beleber. Ja, Hilfe. Ja, es ist nicht schön. Egal, so ist es eben. Sind einfach noch ein bisschen zu schwach auf der Brust. Ein Neulinge, war. Oh, eine Käfer. Natürlich super! Was? Käfer gegen Psycho? Der Feentyp war? Könnte sein. Egal. Hier kommt die Power des Mondes. Lantern. Und er verzieht sich. Und Mirania wird stärker. Ja, komm schon. Jetzt ganz ja, jetzt sind Level Up schon nicht mehr so gewaltig.
Das war Dame Nummer 1. Kommen wir zum Herrn Nummer 2. Oder Nummer 2. Ist egal. Ich merke schon, die Qualität meiner Videos wird immer besser und besser. Das wäre sich eigentlich mal Let's Plays unter Wasser. Ja, ich hatte auch schon bessere Ideen, aber nicht viele. Was war's mal? Nein, ich hab schon... Nein! Scheiße! Ah, Lacke, so eine verdammte Attacke. Die macht doppelten Damage, wenn man Pokémon weniger als die Hälfte der Kapner kann. Natürlich war es genau in diesem Fall so. Mann, ey, du, jetzt hau ich eins auf die Mütze, ey. Tolle Idee hatten. Toll. Wieso habe ich ihm keinen Schockwelle beigebracht? Na, komm noch der Tommy. Der hat zwar noch keinen Donnerschlag drauf, aber ist sonst gut bei Laune. Wir sind schon unter Wasser. Du kannst nicht weiter tauchen, das geht nicht. Oh Mann, soll ich Beleber einsetzen? Ja, Freunde, das könnte noch ein paar Parts so weitergehen, dass wir halt die Pokémon so ein bisschen zurückholen müssen, Alter. Naja, wir haben ja Zeit, oder wir haben nur Zeit, das ist kein Problem. Weil ich zugeben muss, ich rechne sowieso nicht mit so vielen Episoden in diesem Let's Play, in diesem Delta-Let's Play. Also, ich schätze mal weniger als 40. Danach geht es, wie gesagt, sowieso auf Alpha Saphir rüber für den Abschluss dann, da geht es sowieso schneller. An die ganzen legendären Pokémon fangen, oh, da kommt noch viel auf uns zu. Also natürlich vor allem legendäre Pokémon hier auf Omega Rubin, aber auch auf Alpha Saphir. Ein Kung-Fu-Strahl. Macht da einen auf... Nee. Macht einen auf... Nee. Und auf Atomic. Nee, war's nicht. Wailord. Ich bin fetter Mann. Ja, seh ich. Aber du bist nicht mein fetter Mann. Wailord. Was dann richtig geil wird, Leute, wird das Kampfresort sein. Ach, du Scheibenkleister. Ja, dann werden wir ein paar interessante Episoden erleben, bis wir dann uns ein bisschen durchgeschlagen haben. Vor allem natürlich mit Teams aus beiden Editionen. Das wäre natürlich auch geil. So, also irgendwie 12 bis 20 Pokémon irgendwie Teams aussuchen jeweils. Das könnte schon knifflig werden. Azumarill. Aber ja. Das erstmal für später. So, da will kein Rematch, wie es aussieht momentan. Oh. Ich hab Miwenia draußen, wobei ich 20 dürfte dann reichen. Und falls nicht, merke ich relativ schnell. Mit dem Rematch. Nee, so wie es aussieht, eher nicht. Wo waren jetzt hier? Wir müssen gleich dort sein. Stress abbauen beim Schwimmen. Das wird elegant. Hä? Das letzte Mal vergessen? Ein Sonderbonbon! Hier gibt's einen Sonderbonbon! Ein Rare Candy übrigens. Ja. Ein seltenes Bonbon. Auf gut Englisch. Hallo, werte Dame. Die will auch nicht. Die vielleicht, wa? Nö, okay. Wir gehen rein. Die Seewoge Malvenfroh. Endlich sind wir da und hier gibt es wie gesagt einiges zu entdecken und vor allem freizuschalten. Hallo, bist du als Tourist hier? Ich bin Mitglied des Naturschutzverbandes und für die Verwaltung dieser Anlage verantwortlich. Und so Ihnen über die Seewoge Malvenfroh wissen, was es für Norbert gibt hier zu sehen? Nö. Finden wir alles raus. Kein Problem. Herzlichen Dank. Deine Unterstützung zählt. Naja, vielleicht. So, und zwar gibt's hier nicht hier, nö. Wo war's? Genau hier. Hier gibt's später noch ein legendäres Pokémon zu fangen. Und zwar eines aus der Johto-Region. Ja, man hört und staunt, mal ganz kurz gucken. Hier gehen diese, genau, gab's noch eine VM. Eine VM. Eine TM, hallo. Der Regentanne werde ich glaube ich niemals gebrauchen können. Wir wissen in welcher Kombination. Aber nice to have.
Scanner schon halten. Ja, genau, der Scanner. Der ist vor allem entscheidend dafür. Weil sonst können wir das legendäre Pokémon leider nicht finden. Und also, ich habe das irgendwie bei Alpha damals überlesen und bis ich den mal gefunden habe. Menschenskind. Ja, das waren ein paar peinliche Momente. So, mal gucken, darüber kommen wir auch noch. Ist ja das Pokémon versteckt. Ja, könnte sein, oder das, was ich meine. Eigentlich müsste es sogar 2 geben, wobei eigentlich nur eines... was ist gerade? Mal spannend, ein total tolles Pokémon geben soll. Eines. Dann kann es nur das sein, was ich gerade vermute. Und zwar das legendäre Pokémon, das ich bereits angesprochen habe, aber es könnte auch noch was anderes sein. Wobei der andere Fall wäre ein bisschen tricky. Oh nein, das gibt's doch nicht. Ich überlege gerade, war das? Irgendwo hier auf dem Schiff gibt es nämlich bestimmte Trainer, die uns Items hinterlassen, nachdem wir sie besiegt haben. Ich glaube, das war sogar eins. Nämlich so ein liebes Pärchen, doch, da gab es sogar die. Könnten uns, wenn wir sie besiegen, den Fatum-Knoten hinterlassen. Wir kennen alle Freunde, wir hassen, also, ja, hassen, lieben natürlich immer so eine Sache, wenn es klappt oder nicht. Generell finde ich den Fatum-Knoten echt was Geiles, zum Züchten halt vor allem. Naja. Wir werden sehen. Aber nötig ist der nicht, denn wir haben ihn bereits auf Alpha Saphir. Ja, und sonst, halt, falls wir nicht kriegen, können wir natürlich auch einfach Spiel nochmal neu starten, sprich halt vor dem Kampf gegen dieses Trainer-Duo einfach halt abspeichern, nachher neu starten, wenn es klappen sollte. Aber wie gesagt, ist hier zum Glück nicht nötig. Sie gehen mir ein bisschen auf den Sack. Und das Fullbeat zieht von dannen. Und Mirania kriegt noch ein weiteres Level-Up. Lockduft. Wäre zwar eine geile Attacke, brauche ich jetzt mal hier nicht. Das machen wir später anders. Ja, Lockduft ist halt vor allem fürs EV-Training, sprich fürs Massen-EV-Training, ist noch ganz geil. Aber zeige ich auch später noch mehr dazu. Und kriegen wir es? Nö, natürlich nicht. Wie gesagt, ein bisschen einfach, bevor man gegen die anderen einfach abspeichern, antreten, besiegen, wenn es nicht klappt, nochmal neu starten, nochmal machen und dann geht das schon irgendwann. Ich glaube, etwa 6 Versuche gebraucht, glaube ich. Man sagt die prozentuale Chance von 10%. Gebiete sind genau 9,96. Schnauzefrei. Gearbeitet. So. Die Frau im Taucher ist total geil, Mann, genau. Weil ohne Faucher vor allem. Ohne TM-Taucher. VM-Taucher. Menschenskind. Würden wir hier nicht weiterkommen. Deswegen haben wir vorhin mal, also letzten Let's Player der ersten Staffel gesagt, ja, wir sind besser, wir machen das Ganze später, weil es bringt noch nicht viel. Und jetzt kommt der Taucher. Blub blub. Blub blub blub. Blub blub blub. Blub blub blub. Blub. Ja. Und zwar wegen dem Scanner. Den findet man hier unten. Jetzt kann ich mal gucken, wo das schon wieder war. Der war irgendwo hier. Ein bisschen hin und her tauchen, A-Knopf betätigen. Dann kannst du hier unten leider Gottes nicht den Radar einsetzen, genau. Wo ist er? Jetzt plötzlich. Und an dieser Stelle findet man den Scanner. Genau, den können wir zu Captain Brick bringen. Und dann finden wir, bei Alpha Saphir würden wir das legendäre Pokémon hier unten finden, sprich dort hinten bei der Konsole. Und hier bei Omega Rubin finden wir das oben, wo ich es vorhin gezeigt habe. Genau, so und nicht anders. Ah, das ist Pokémon frei. Schon traurig.
gerne doch. Zu Merel. Blub, da sind wir. Alles klar, Freunde. So, dass man beobachtet wird. Ja, das hat, glaube ich, irgendwas mit einem weiteren Pokémon zu tun, weil ich bis jetzt noch keinen weiteren Hinweis darauf weiß. Inventing, VBTC Saints, wenn VBTC Saints, ganz schlecht. Was? Mein Name ist Corius, ich bin Fahrer von dem Fluss des Spirit-Kerns. Ja, eben das Pokémon dazu. Wie ist das schon wieder? Du brauchst den Spirit-Kern hier drin und dann kannst du halt das Pokémon dazu herausfordern. Ach, wie ist denn das schon wieder? Hat doch so ein Geist-Unif-Typ her sogar. No, keine Ahnung mehr. Aber sonst geht's eben nicht. So, wo bist denn du? Hey, du da! Ja? Aber mein Onkel soll also in dieser Ruine ein riesiger Schatz verbergen. Weißt du etwas darüber? Nö, dachte ich mir schon. Aber sag Bescheid, ich soll das herausfinden. Ist kapiert? Ein riesiger Schatz, Freunde. Und das werden wir dann im nächsten Part hier auf den Grund gehen. Wir sind schon auf dem Grund. Hey, ja, lustig. Tschüss. Ja. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss.